mehr. Seid ihr komplett bescheuert? Hopp, 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 hopp. Ihr versteht das nicht. Ich verstehe das nicht. Es ist passiert. Ich konnte es nicht verhindern. Ich bin jetzt ein Taylor Swift-Fan. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin in Innsbruck. Hier hinten hat Fabio Wittmer schon einen Backflip mit seinem Bike gemacht. Ich bin in Innsbruck, weil sich Red Bull gedacht hat, yo, es wäre eine absolut geile Idee, wenn man so eine Skisprungschanze nimmt, die aber nicht runterfährt, sondern hochrennt. So schnell wie möglich. 400 Höhenmeter. Holy shit! Ein Red Bull Rucksack. Morgen! Okay, wichtig ist erstmal, moin moin. Wir haben ein Running Event heute. Paul ist der Main Character und er hat sich gedacht, yo, es ist eine geile Idee, keine Running Schuhe mitzunehmen. Ja, das sind heute meine Laufschuhe, alles geil soweit. Hier sind nur Sportler und wir. Es sind wirklich nur Sportler und wichtiger. Hallo. Ich weiß nicht, warum ich hier bin. Naja, was soll ich sagen? Digga. Also, this is crazy. Erstmal sieht das aus wie eine Gladiatoren-Arena. Hier ist der Start und dann ganz nach oben rennen. Das sieht wahrscheinlich auf Cam nicht so steil aus, aber das ist geisteskrank steil. Scheiße, Mann. Okay, Paula und ich haben um 100 € gewettet, dass ich schneller bin. Haben wir nicht, sondern wer schneller ist. Wenn ich schneller bin, gibst du mir 100 €. Was denkst du, wie lange braucht man bis oben? Ich würde sagen 6 Minuten. 6 Minuten? Ich glaube, dass es richtig reinhaut. Ich finde 6 Minuten viel zu schnell. Boah, ich geh tatsächlich auf 11 Minuten. Jetzt, wenn ich es mir so angucke, glaube ich auch so 15 sogar vielleicht. So ein Ding will ich, wenn ich alt bin. Ich bin bei Paul im Team und wir treten an gegen Wichtiger, Lukas, Johnny und Chiara. Sophia Chiara. Das sind alles unfassbar fitte Leute. Wir müssen so schnell wie möglich diese Skischanze hochrennen. Das ist ein Event von Red Bull 400, weil es 400 Meter sind. Problem ist, wir waren letzte Woche auf den Wiesen im Oktoberfest. Ich bin noch ein bisschen angeschlagen. Ja, alles gut. Die Adi hat letzte Woche auf dem Oktoberfest ruhig gemacht, kann man berichten. Also dieser Mann hat wirklich nach einer Maß gesagt, es reicht, das ist mein Limit, weiter gehe ich nicht. Aber das Ding ist, Paul und ich haben den Willen. Wir haben die Willensstärke, wir haben die Power, das zu schaffen. Ah, Mensch! Letztes Jahr haben anscheinend, Paula, 90% gekotzt. Wieso kotzt man bei dem? Erklär mal. Weil du ganz viel Laktat bildest und deswegen geht deine Milchsäure hoch und du hast ja auch Milchsäure oder Säure im Magen und die wird dann auch so, weißt du, und dann kotzt du. Jetzt checkt ihr es. Mein Magen wird heute sauer. Scheiße, ja, richtig sauer. Ich hab's vor 6 Jahren in der Schweiz gemacht und mir war oben so schwarz vor Augen. Ich musste mich so hinlegen. Ich stand so und da war ich so, holy shit. Und dann liegst du so 15 Minuten einfach nur da. Ach du heilige Scheiße. Er probiert's. Er rennt los. Umgefallen, gut, aber it's the way down to the wall of death. Wir haben jetzt einen Plan gemacht. Okay. Du läufst den zweiten Teil der Schanze zusammen mit Adi. Okay, super. Und Andi läuft mit mir den ersten Part, weil ich muss mich noch ein bisschen schonen, weil ich muss ja nachher das ganze Ding einmal alleine hoch. Echt, ja auch noch? Mit Handicaps. Okay. Ich habe eine GoPro. Digga, ich fühle mich wie die Schlappen jetzt gerade mit dieser Cam. Aber es ist irgendwie ein geiler Vibe. Ja, Schlappentour. Ist das scheiße, Digga. 3, 2, 1. Send it. Send it! Moin oder was? Send it! Und danach so, wow! Ja! Aber es ist ein Vibe, sage ich, weil ich kann zum Beispiel in Johnnys Arschloch gehen. Das ist Johnny, unser bestes Pferd im Stall. Wir sind gerade die Treppen hochgelaufen, weil wir müssen von 200 Metern starten. Und jetzt checke ich langsam, was es hier geht. Das waren nur ein paar Treppen. Aber das zu zweit hier hätte ich auch gar keinen Bock. Ich glaube, wir haben irgendwie ein chilligeres Stück. Nee, das ist nicht chilliger. Es ist aber halt größtenteils auf allen Vieren. Okay. Ist halt anders einfach. Mit diesem Ding hier werden wir zusammengebunden. Ist das dumm? Das sieht geil aus hier, oder? Wir sitzen einfach in der Schanze. Imagine, jetzt kommt ein Skispringer von oben. Alter. Der wird uns straight köpfen jetzt. Paul, du schaffst das! Und hier sitzen wir. Wie du hier sitzt. Ja. So gerade im Rücken. Okay. Komm, Paul! Sie sind losgelaufen, Chat. Okay, es geht los, Leute. 2. Okay. Und jetzt Paul. Und zack, und zack, und zack, und zack, und zack. Warte. Super. Geht's? Ja, geht. Digga, man checkt das nicht. Ich bin so am Ende. Sag nicht mehr stehen. Seid ihr bescheuert?
Seid ihr komplett bescheuert? Mein Kopf explodiert. Meine Wangen tun so weh. Ihr versteht das nicht. Ich verstehe das nicht. Ja, super. Okay, passt. Okay, anderes ab. Die haben die erste Challenge gewonnen. Die 3 haben gewonnen. GG. Also es ist krass, was 200 Meter mit dem menschlichen Körper machen. Ich wollte hier stehen und die Beine sind einfach zusammengesackt. Und jetzt ist man so zittrig noch so. Es ist eine Stunde später, ich kann wieder reden. Die zweite Challenge ist gestartet. Wir müssen Wasser auf dem Kopf balancieren. Und ich bin mit Johnny hier. Ich kann nicht balancieren. Ja, also die erste Challenge hat mich wirklich komplett zerlegt. Man kann sich das nicht vorstellen, was 200 Meter mit dem Körper machen. Aber jetzt ist nicht mehr Speed, jetzt ist Balance. Und das packen wir, okay? Alles gut, super! Toll, Motivation. Mach langsam, Paul, langsam! Lass dir Zeit! Ja, so ist perfekt, so ist perfekt. Bleib. Okay, ich nehme ab, dann hältst du ihn. Und setzt ihn mir auf, okay? Nimm mal kurz. Geh du schon mal in Startposition. Ja, Mann, das ist es. Alles gut! Gut, Digi. So hast du es genau mittig, Bro. Andi, du musst mir Tipps geben, wenn ich schräg bin. Ich komme angekrochen. Ja. Okay, nimm mal. Gut. Okay, warte. Jetzt gibst du mir den. Das ist halbwegs gerade. Ja, warte, lass mal so. Wir haben es geschafft. Ja! Weiter! Ja! No joke, perfekt. Guckt ihn euch an. Er hat einen geilen Arsch. Weiter so. Gut. Super. Ruhig, schwach bisschen. Perfekt. Mach ruhig. Jetzt wird alles verschüttet beim Aufnehmen. Geil. Voll. Ey, Paul, Clap. Ja, das sind wir. Ich hab gewonnen, easy. Ja! Oh. Aus dem blauen Gesicht, was ist denn hier passiert? Hier ist was rübergeschwappt. Okay, wir haben das zweite Spiel auch verloren gegen die 2. Wir haben das zweite Spiel gewonnen, gegen den. Aber jetzt ist das Finale. Paul Frege gegen Wichtiger. Und sie stehen dort unten. Ich glaube, Paul hat 5 Sekunden Nachteil und Boxhandschuhe bis zur Hälfte. Und sie müssen von ganz unten hochlaufen. Ja. Boxhandschuhe. Also Paul, wie hast du dich da jetzt rausverhandelt, ehrlich? Ja, es wären eigentlich andere Bestrafungen gewesen, aber Paul hat sich rausverhandelt durch sehr, sehr vieles Reden. Grüße, Paul. Und wir chillen hier und laufen dann mit, wenn sie hier nicht mehr können. Weil ab hier wird es richtig anstrengend und dann pushen wir hier noch mal ein bisschen. Guckt euch die Bahn an. Super. Paul ist hinter Wichtiger. Oh mein Gott. Paul, du holst das. Komm, Paul! Pushen! Nee. Ich glaube, Paul holt das hinten raus. Konstant, Paul, konstant. Der kann nicht mehr. Super. Okay. Hopp. Gut, Paul. Gib jetzt nochmal Gas, dann kommst du da vorbei. Komm. Boah, das wird ein insanes Finish. Ach du heilige Scheiße. Imke, kannst du ein bisschen laufen? Ja. Konstant, Paul, konstant. Komm. Ja, komm, Junge. Komm, Paul. Sieh. Schaffst du. Schaffst du noch. Kannst du nicht mehr? Schaffst du noch. Komm. Er kann auch nicht mehr, Paul. Komm, Paul. Digga. Bro. Ruh dich aus, Digga. Insane. Digga. Hey Mike, Digga, insane. Das Ding ist durch und Team Paul Frege hat ganz knapp verloren. Aber Paul hat gekämpft, bis auf den letzten Metern. Naja, uns ist nicht viel anderes übrig geblieben, aber ich muss sagen, letztendlich ist diese Schanze ein Kampf gegen dich selber. Und ich bin, obwohl ich verloren habe, das Finale, bin ich voll happy. Also als ich oben ankam, konnte ich erstmal 1,5 Minuten nicht reden. Und das war für mich so das Zeichen, ich habe eigentlich alles gegeben, was ich hatte. Und wenn das nicht gereicht hat für den Sieg, ist es für mich völlig in Ordnung. Und ich bin übelst dankbar, dass meine Freunde heute mit waren und mich so geil angefeuert haben. Ich habe Adi immer gehört. Ich konnte nicht mehr reagieren, aber ich habe immer gehört, wie Adi neben mir war und mich gepusht hat. Und das hat schon auch nochmal geholfen für die letzten Meter. Jetzt sitzen wir hier geil in der Sonne, haben es geschafft und ich bin glücklich. Kuss geht raus. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank an Red Bull für die Einladung. Andi war auch dabei. Wir sehen uns im Winter wieder. Chiara war auch dabei. Viel Spaß mit deinem Auto. Vielen Dank fürs Zugucken. Ich bin immer noch am Arsch von diesen 200 Metern mit Imke zusammen. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie das euer Körper ans Limit bringt. Aber war sehr, sehr geil. Wir sehen uns im nächsten Vlog. Liebe geht raus. Ja, reicht jetzt auch. Tschüss, bis zum nächsten Mal.